Ich lade dich ein, in die zauberhafte Welt der Märchen zu tauchen. Es war einmal ein Mann, der hat als Holzfäller sein Geld verdient. Seine Aufgabe war, Holz zu fällen und so parat zu machen, dass andere das Holz abtransportieren können. So ist der Holzfäller wieder an einem kalten Wintertag in den Wald gegangen. Der Schnee ist hoch gelegen und die Sonne gerade aufgegangen. Die Oberfläche vom Schnee hat dank der Sonne glitzert und glänzt, als würden lauter Kristallsteinchen auf dem Schnee liegen. Mit einem grossen Rucksack auf dem Rücken ist er durch den hohen, weissen Schnee gestampft. Im Wald angekommen, macht sich der Holzfäller an die Arbeit. Während der Holzfäller am Arbeiten ist, doch plötzlich ein kleines Mannli zwischen den Bäumen auf. Das Waldmannli setzt sich vis-à-vis vom Holzfäller auf einen Baumstrunk und schaut ihm zu. Während der Holzfäller arbeitet, tut er immer wieder seine Axt auf die Seite und bläst in seine Hände. «Du, sag mal, warum blasest du immer wieder in deine Hände?» sagt das Waldmannli neugierig. «Ich tue durchs Blasen die kalten Hände wärmen.» «Ah, so», nickt das Waldmannli und staunet. Der Holzfäller arbeitet fleissig und das Waldmannli schaut ihm interessiert zu. So gegen Mittag bekommt der Holzfäller langsam Hunger. «So, es ist Zeit, dass ich mir etwas zu Mittag koche.» Auf das aber geht der Holzfäller zu seinem Rucksack, schiebt an dieser Stelle den Schnee weg, um ein Feuer zu machen. Er nimmt trockenes Holz aus dem Rucksack und zündet das an. Darauf stellt er einen Topf und tut sauberen Schnee rein. In der Zeit, wo der Schnee über dem Feuer schmilzt, tut der Holzfäller ein Stück Speck, geschnittenes Gemüse und Salz in die Flüssigkeit und lässt das Ganze köcherle. Dabei wärmt er sich immer wieder am Feuer. Man hört, wie das Holz knistert und die Suppe leisig blubbert. Inzwischen ist auch das Waldmannli zu einem Ende gesessen. «Auf was wartest du?» Ich warte, bis die Suppe fertig ist.» «Aha», sagt es nur. Nach einer Weile nimmt der Holzfäller einen Löffel aus dem Rucksack und rührt in die Suppe. Dann füllt er den Löffel mit Suppe und will probieren. Er verbrennt sich am Mund und verschüttet die ganze Suppe aus dem Löffel. Auf das aber nimmt er noch einmal den Löffel voll mit dieser Suppe und bläst vorsichtig die Suppe an. Das Waldmannli ist immer noch nebenzu und macht grosse Augen. «Du, warum blasest du jetzt auf deine Suppe? Ist sie dir zu wenig warm?» Nein, ich blase, dass sie kalt wird.» «Du bist jetzt aber ein Gespässiger. Einmal kommt aus deinem Maul warme Luft, um die Hände zu wärmen, und dann wieder kalte Luft, um die Suppe abzukühlen. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du bist mir zu unheimlich.» Das Waldmannli steht auf und geht davon und verschwindet im Wald. Seitdem sieht man kein Waldmannli mehr. Denn die Waldmannli finden uns Menschen ein bisschen gespässig.